Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Südele, unsere Hofarbeit zahlt sich mal wieder aus, das sieht nicht verkehrt aus. Da haben wir eigentlich schon wieder unseren Kalender drin, den wir so gekauft haben, ne? Okay. Genau, Gas hat morgen, für den gibt's einen Diamant. So, jetzt gucken wir doch mal hier, was wir da Schönes haben. Oh, das sieht ja geil aus hier. Uiuiui, das sieht ja auch abenteuerlich aus. Aber wisst was? Ich steht fast Schlafzimmer. Uiuiuiui. Das sieht ja mal stark aus. Probieren wir das mal aus. Das möchte ich in einem Raum auf jeden Fall haben. Und aber habe ich noch was gesehen, was ich echt geil fand. Skeletttapete, nee, das ist ein bisschen übertrieben. Moment, die Zeit bleibt ja glücklicherweise stehen, während wir das machen. Das sieht ja auch cool aus. Und die Pyramide hier hat auch was, so Ziggurat, so Stufe-Pyramide. Aber oben fand ich die Sternetapete eigentlich noch ziemlich geil, diese Nachthimmeltapete. Das hat auch was. Aber, ja, das sind die Böde schon. Okay, gehen wir nochmal noch over. Und von der Tapete möchte ich auch mal haben. Einfach mal um zu gucken, ne? Weißt du was? Das möchte ich hier fast... Oh ja. Oh, das sieht richtig schön aus. Und hier? Wie sieht's denn da aus? Oh. Das hat was, ja? Ziemlich knallig, das Ganze. Nicht schlecht. Dann für die Küche. Könnte man noch was Schönes. Das ist doch geil für die Küche, oder? Echt was? Das nehmen wir für die Küche. Das hat er richtig schön. Da habe ich ein gutes Gefühl gehabt, als ich das schon gesehen habe. Oh ja. Das sieht richtig schön aus für die Küche. Und jetzt gucken wir noch schöne Tapete verhindert zum Kinderzimmer. Das ist fast Kinderzimmer richtig geil. Und für den Gang noch hin. Nehmen wir. Oh Gott, kein Joja, um Himmels Willen. Was nehmen wir für da hin? Nehmen wir vielleicht auch nochmal Dido, aber ich möchte mal gucken, da war nochmal andere schöne Städtapet, die ich ziemlich toll... Ah, nee, Dido. Die nehmen wir. So. Ja, das ist für Kinderzimmer ganz schön, finde ich. Und das hier machen wir dort hier. Schön. Okay, jetzt gucken wir nochmal in die Böderei. Ob wir da nicht noch irgendwas Schönes finden. So, wo fangen dann die Böde an? Da fangen die Böde an. Okay, den haben wir derzeit, glaube ich, drin. Was nehmen wir dann? Was nehmen wir dann Schönes? Sowas wollte ich eigentlich schon immer mal für die Küche, aber so schwarz-weiß Schachbrettmuster. Und ansonsten fast Schlafzimmer. Oh ja. Oh ja, das passt zum Schlafzimmer. So, dann nehmen wir doch das hier mal. Oh, geil. Ja, das sieht jetzt richtig cool aus. Und für die Küche nehmen wir doch mal hier den Bereich. Ja, super. Okay. Jetzt sieht es doch nicht verkehrt aus. Aber warte mal, halte mal den Gaul an. Ich muss ja natürlich noch mal Pflanze gießen, ne? Von denen haben wir wieder 6. Das heißt hier und Kaffee. Der restliche Krust kommt da mal wieder rein. Dann so und so. Ja, das finde ich eigentlich schon eigentlich jetzt wirklich so knallig hier. So ganz... Nee. Damit kann ich mich nicht so wirklich anfreunden. Da braucht man andere Boote. Das ist zu knallig. Wie sieht's dann mit was anderem Schönem in Schwarz oder Anthrazit aus? Blau finde ich jetzt auch ein bisschen so übertrieben. Probieren wir doch mal einfach mal den hier aus. Wie sich der hier macht. Nee, den finde ich eigentlich auch hässlich. Nee. Wisst was? Probieren wir doch mal den aus. Wie sich der hier macht. Ja, das finde ich ganz cool. Das mag Abby bestimmt auch. Bist gerade ein bisschen im Weg, mein Livi. Jetzt steht sie hier nur im Weg rum. So, jetzt hat. Mit ihr rette kann ich gerade nicht. Dann haben wir jetzt ganz schön viel Zeit verplempert, ne? Die Iridiumbarre ist wieder da.
Das heißt, der wird sich geschnappt. Da gehen wir nochmal hier. Okay, wäre Orange drin gewesen, wäre das auch was für Gas gewesen als Supergeschenk. Mal gucken, wie es mit unserer Bam aussieht. So. Dann bei euch nochmal reingucken. Das sieht soweit wieder stabil aus. So. Und so. Gut. Das und das. So. Die Iridiummilch. Und genau. Dann raus mit euch, ihr Tierle. Und hier haben wir mal wieder Entenei seit langem. Sehr schön. Und hier noch ein Hühnerei. Okay. Na dann. Kann's ja losgehen. Und das Entenei hier noch. Genau. Sodele. Dann brauchen wir noch die Goldbarre. Dann können wir nämlich hier wieder... Wo ist er dann? Wo ist er dann? Da ist er. Sehr schön. Geht's erstmal noch ohne. Da kann nämlich der weg und der rein. Zum Angeln, genau. Und hier können die zwei Dinger noch rein. So und so. Und dann machen wir das gleich als erstes. Ach Gott. So. Und Melone sind bei uns das Jahr im Garten auch gut gewachsen, muss ich sagen. Ich war zutiefst überrascht, dass das bei uns im Garten wächst. Aber es war echt nicht schlecht, als die Melone da mal rausgekommen sind. Hier haben wir noch ein paar Radiesle. Okay. Das heißt, 24 Radiesle kennen wir heute auf jeden Fall auch mal wieder beim Pierre Eikäfer. Da Sonntag ist, sollte das kein Problem darstellen. So. Das sollten wir auch relativ zeitnah machen, das Zeug. Wie war es denn mit der Zapferlage eigentlich? Brauchen wir Kupferbarre und Holz. 2 und hier noch. Da machen wir nämlich gerade noch eine von den Dinger. So. Und ich hole Nummer 24. Moment. Nee, das sollte ich nicht vorschnell machen, sowas. Ah, da ist ja schon die Diamant vergaß. Perfekt. So. Dann das hier rein. Hier. Radiesler. Müsste ich nochmal auch kurz was gucken bei der Radiesler. So, weil wenn Robin da noch beschäftigt ist, die müsste jetzt eigentlich auch kräftig am Schaffen sein. Das heißt, die Mühle wird wahrscheinlich ja nicht fertig. So viel, oder so schnell schätze ich sie mal nicht, die Robin. Aber wir müssen noch gucken, was sonst noch gut ist. Rotkohl, der wird noch brauchen. Und da ohne sieht es auch noch nicht so aus, als wäre das schon perfekt. So, gerade mal einen Blick darüber. Jawohl. Die Felder sind jetzt schon völlig gegossen, wie ihr sehen könnt. Saugut. Das wird uns irgendwann Unmenge an Arbeit abnehmen, das Ganze. So. Wenn die Iridium-Sprenkler dann mal wirklich so weit sind, wird uns das Unmenge Arbeit sparen. Und auch hier wird er uns definitiv viel Energie sparen. Ups. So, noch einmal. Und hoch. Und hier auch nochmal hoch. Okay. Gut, das heißt, ich brauche tatsächlich nur die 24 Radiesler. So, das Zeug, das kommt sowieso runter, aber... Da ist ja die Ziegenmilch, genau. Bei der Radiesle bin ich mir nicht ganz sicher, ob das als Rübe zählt. So. Da ist er ja schon kräftig am Schaffen. Und eigentlich können wir ihr jetzt auch wieder Geschenke machen. So, Orange gibt es natürlich nicht. Das heißt, dass Gas den Diamant kriegt, den wir gerade vom Haus gezogen haben. Okay. Wenn ihr noch Anregungen habt, was die Böde und Tapete und so weiter angeht, gebt mir doch einfach in die Kommentare Bescheid, wie ihr es haben wollt. Ich richte mich da auch gern noch seriöse Kommentare.
Also jetzt nicht unbedingt mach alles zu Sternetapete, ist natürlich schon ziemlich räudig, aber wenn die jetzt in die Kommentare schreiben, macht doch das so und so, habe ich kein Problem damit. Also wenn ihr wollt, wenn ihr bei der Gestaltung aktiv mitwirken wollt, gebt einfach Bescheid in die Kommentare, wie ihr es haben wollt. So. Bevor ich den Schampel nämlich auch nochmal vergesse. Machen wir den gleich da rein. Und hier haben wir auch beide Zapfanlage drin. Und ich glaube, da fehlt uns aber... Ne, da fehlt uns keiner. Gut. Dann 24 Rad Diesel nochmal bei Pierre abholen. Und zu Gas eventuell schon gehe. Okay. So. Der Kruscht kommt rein. Der Rest heben wir auf. Das kommt rein. Okay, ja. Erstmal zu Pierre hier. Moment. Habe ich... Ja, mein Diamant habe ich dabei. Ach du liebe Zeit, wieder so viel Zeit, an was ich denken muss. Aber wobei, Quatsch, der Diamant brauche ich ja jetzt noch nicht. Gas hat ja erst morgen Geburtstag. Mann, 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 Mann. Zu viel Zeug im Kopf, zu viel gebabbelt. HW brauchte Brasse. Nö, lass mal. Dann gehen wir erstmal hier rein. Und holen uns beim Franzos unseres Vertrauens wieder 24 Rad Dieselsaat. So, schön. Das passt soweit. Okay. Dann wieder zurück. Und der Rest noch rein. Mann, Mann, Mann. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob Radiesler als Rive zählen. Oder, ich glaube, da gibt es auch speziell die Rive-Saat. Einfach nur rüber. Warte mal. Wir gehen mal ganz fix in die Calico-Wüste. Ich mag mal das kurz nochmal angucken. Eventuell hat Sandy noch was im Angebot. Ich kann es leider nicht sagen. Aber die hat eigentlich, alle Saisonpflanzen oder Saat, ne? Die hat jetzt nichts Besonderes oder so. Also sprich, insofern nichts Saisonales. Die hat immer für alle Saison. Okay, gucken wir nochmal rein. Kaktus, Rhabarber, Sternfrucht, rote Beete. Herbst, Saison, Eis, ja, das ist schön, aber Sommer, Frühling und Herbst, ja. Okay. Na gut. Ich weiß nur, irgendwann kann man sich ja tatsächlich Rübensaat holen. Und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, ne? Na gut, das waren jetzt halt mal wieder verschwendete 500 Gold, aber egal. Ich prüfe das lieber. Dann wieder zurück. Eieiei, hinterm Bus ist ja jede Menge Kruscht. Dein treues Pferd wartet geduldig auf deine Rückkehr. Ja, natürlich. Die Siki ist natürlich absolut treu. Das hört man ja schon dem Namen an. Der Name Siki steht schon für unglaubliche Treue. So, dann gehen wir wieder zurück. Und es dauert nämlich allzu lang, bis unser Gemeindezentrum völlig fertig ist. Da freue ich mich schon richtig drauf. Weil dann können wir endlich auch zum Hexesumpf gehen. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Aber ja, das ist dann ein neues Gebiet, was dann freigeschaltet wird, wenn das Gemeindezentrum dann völlig beendet ist. So, sehr schön. Dann wird der Kruscht jetzt nochmal gemacht. Und wir warten dann nochmal ab, bis das nächste Gewitter kommt, damit wir uns dann um die Beleuchtung vollständig kümmern können. Sodele, soweit sieht das okay aus. Das heißt hier erstmal runter. Und so Schachbrettmuster für die Küche finde ich einfach unglaublich geil und stilvoll. Das mag ich persönlich sehr gern. Dann gehen wir noch einmal auf jeden Fall in die geheime Waldreihe. Und schlagen noch ein bisschen Hartholz, damit wir noch ein paar Reihen von den Fässer machen können. Wäre ich persönlich sehr dafür. Und ich möchte noch gucken, ob dort zufällig schon der Reisewagen noch unterwegs ist. So, schnappen wir uns doch schon mal gleich die Axt. Und gucken wir mal hier. Wir müssen ja irgendwo hier rum. Ja, der Hof sollte ich vielleicht auch nochmal aufrahmen, wegen Holz, was hier überall in der Gegend rumliegt und so weiter und so fort. Aber hat ja alles Zeit. Die ganze Tiere haben wir ja auch schon bei Mani gekauft. Ah, sehr schön. Ist tatsächlich mal der Reisewagen hier. Trüffel. Verwitterter Boden.
Weißt du was? Wir nehmen es einfach mal mit. Wir nehmen es mal mit. Goldmakrele, das ist natürlich geil. Rotkohlsaat, Sonnenblumensaat, Sonne 44 Möbel. Das ist ein Sonnenuntergang als Bild, ne? Weißt du was? Sonnenblumensaat, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Seltene Saat, selbstverständlich. Ach, wie sich das gehört. Ansonsten ist hier nichts mehr. Na gut, na gut. Die Sonnenblumensaat, die könnten wir uns auch daheim in eine Topfpflanze reinsetzen. Dann können wir nämlich immer, wenn wir es wollen, Sonnenblume daheim im Haus. Finde ich an sich auch ganz geil. So, den Straußfahren nehmen wir auch noch mit. Sollte man vielleicht auch mal daheim aufbewahren. In der Truhe oder so im Haus. Weil Straußfahren kann es mal immer wieder sein, dass man das mal für eine Aufgabe oder so braucht. Und dann heben wir gerade Silber- und Goldqualität auf in dem Ganzen. Gut. Gehen wir nochmal durch rein. Und wascheln daheim nochmal auf dem Hof ein bisschen rum. Und dann können wir ja direkt ins Bett gehen. So. Die Sticky steht hier. Ach Gott, jetzt wird es urplötzlich hell. Und dann können wir noch ein bisschen uns um andere Kruscht kümmern. Wie war denn das mit der Topfpflanze? Was brauchen wir dann dafür alles? Wo ist denn das Rezept für die Topfpflanze? Wo haben wir es dann? Gewitter erleid. Muss ich mit so einer Knetkopfstimmsache wegspiel ich mein. Weil wir es dann verflixt nochmal. Holzboden, Strohboden, Steinboden. Ich weiß jetzt echt nicht mehr. Ah, da ist er doch. Gartentopf. Lehm, Stähe und verfeinerte Quarz. Alle hopp. Das sollten wir aber auch noch hinkriegen. Was war das mit Stähe, ne? Ja. Okay, kriegen wir alles hier. Stähe haben wir noch ein bisschen was. Und dann könnten wir eigentlich, ach, die seltene Saat mal einfach nehmen und in eine Topfpflanze machen. Wäre eigentlich auch nicht so verkehrt. Oder wir warten halt auf den Herbst. Wir warten auf den Herbst. Wir sammeln die ganze seltene Saat, bis wir dann im Herbst so was Schönes dann hier machen können. So, wieder zu die Deckel. Jawohl. Und dann holen wir uns noch die Materialien, die wir brauchen. Das heißt, wir brauchen Holz. Wir brauchen Lehm auf jeden Fall. Und wir brauchen verfeinertes Quarz. So. Schaffen wir noch ein bisschen was im Haus. Und zwar, die Sache hier, dieses wunderschöne Gemälde. Das packen wir doch hier ins Kinderzimmer rein. So. Damit die Kinder auch noch was Schönes haben. Was ist doch wunderschön rein. Der verwitterte Botte als Dekor. Ja, ne? Dann packen wir jetzt einfach mal hier rein, bis ich weiß, was ich damit mache. Dann, genau, die wollte ich hier rein haben. Dann wollte ich, Annie haben von den Gartentöpfer. Und wollte mal hier dann sozusagen meine Sonnenblume ziehen. Und das können wir ja so machen. Kein Problem. Gut, dann wollte ich die Reifefässer noch machen. Das heißt, da geht es erstmal Abmarsch in den Keller. Der Ziegekäse kommt auf jeden Fall noch rein, weil jetzt brechen wir schon die Reihe hier an. Und das heißt, wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 11. Okay, dann machen wir doch mal 11 Stück. Dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen Hartholz übrig. Oh, okay. Müssen wir tatsächlich so machen. Na gut. Hab ich kein Problem damit. Dann machen wir die Dinger halt einzeln. So. Weil so können wir auf jeden Fall schon mal was Schönes machen. Jo. Und als hier mit den Reifefässer. Da haben wir nämlich noch 2 Reihen, die wir hier auf jeden Fall noch machen sollten. So, Klonk. Oh Gott, die wiegen jo wie Stäh, die Dinger. So. Dann noch einmal 1 und 2. Klonk und Klonk. Ach Gott. Noch einmal. Und Herkules. Ups. So, dann bräuchten wir aber auch noch die Reifefässer. Für die Reifefässer bräuchten wir ja noch Hartholz. Das heißt, wir müssen unser Truhe noch mal ein bisschen plündern gehen. Aber Hauptsache, hier ist das ganze Zeug schon mal gemacht. So, 3 Hartholz haben wir noch übrig dann. So, was macht denn Abigail eigentlich so? Ja, die geht gleich schlafen, gibt's erst nochmal Küsschen und wir sind bei 12 Herzen, ist auch noch gut. So.
Das heißt, das Zeichen weg. Und das heißt zusätzlich hier... Schafft er noch einer Ackermann? Ups, ja, das war jetzt nicht so gut. Aber dort die Reihe könnten wir auf jeden Fall noch vollständig machen, dann, wenn wir genug Hartholz dafür haben. So, das heißt wieder 1 und 2 und drauf und der Wetter. So, dann fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Das sollten wir beim nächsten Mal hinkriegen, wenn wir dann wieder zu der geheime Wälder gehen. Und dann können wir noch das Ganze ein bisschen dichter bepacken. So, alle Hopf. Dann heißt jetzt nur noch, unseren Kruscht muss wieder hier, wo er hier gehört. Das heißt, das muss hier, das hier, das hier ordnen. Dann haben wir noch irgendwo was, wo wir die seltene Saat immer aufbewahren. Wo bewahren wir dann die seltene Saat immer auf? Das ist zufällig hier. Sehr schön. Haben wir schon 10 Stück davor. Das kann im Herbst richtig geil werden, wenn wir so ein ganzes 24er Feld davor haben. So, Sprinkler sollte auch noch weggebracht werden. Genau, dass der hier ist. Und die Radiesler warten wir jetzt einfach mal. Soweit sieht das alles schön aus. Für Gastgeburtstag sind wir gerüstet. Also, Moment, haben wir Leber was schon gestreichelt. Sieht so aus, jawohl. Okay, perfekt. Dann gute Nacht bei der gute Nacht Tapete. Und was kriegen wir dann Schönes? Ja... Spareinkünfte. Wir müssen erstmal warten, bis der Sommer sich weiterentwickelt und wir dann auch noch die richtig schöne Sache haben. Wenn dann die Ernte mal... Wenn die Ernte dann mal wirklich bevorsteht. Okay. So. Und meine Lieblingsmusik wieder. Ah, ich finde die ist so geil. Das macht so richtig Lust und Laune auf das ganze Spiel hier. Na, was gibt's dann, Schätze? Entschuldige für den Geruch, ich habe die ganze Nacht in der Hitze geschwitzt. Ja, das kenne ich. Seid ihr verzieher. Die Tapete finde ich echt ultra geil hier. Okay, von Kent gibt es auch eine Bombe, weil er im Geräteschuppe noch eine gehabt hat. Alter. Ah, was so schön die Musik. Moment, die Tiere zuerst. Huch. Na, das werden sie ja wahrscheinlich sofort wegschnabulieren, die Tiere. So. Na dann, wie geht's dann euch? Soweit sieht's wohl ganz gut aus, beinahe. Okay. Dann nix wie Reim mit dem Zeichen, was sie gehört. Die Tiere werden es wahrscheinlich jetzt eher alles wegpetzen, ne? Ja, natürlich. Die stürzen sich sofort drauf, die Viecher. Okay, und schon ist es weg. Bei euch sieht soweit auch alles gut aus, ne? Jawohl. Glücklichere Tiere könnte ich gar nicht haben. Ups, warte mal. Hier. Shay. Okay. Und das noch. So. Ich warte mal drauf, dass es mal endlich wieder Gewitter gibt. Ah, die Mühle steht. Perfekt. Da können wir das ja sofort ausprobieren. Ob die Radiesler als Riebe zählen. Nee, ich mag es nicht essen. Okay, kann nicht gemahlen werden. Okay, aber Zucker können wir wahrscheinlich auch aus anderen Dingern machen, ne? Quatsch, aus Weze natürlich. Aus Weze können wir das Mehl machen, ne? So rum war das. Da können wir nämlich unser eigenes Mehl auch produzieren. Bin ich auch voll dafür. Machen wir doch direkt mit dem Getreide dann, wenn wir so weit sind. So, sieht auch gut aus. Dann ernten wir erstmal unseren Kruscht hier. So, gut. Also ich muss sagen, dafür, dass Sommer eigentlich mal die verhassteste Jahreszeit von mir ist, finde ich die Musik hier eigentlich am geilsten für den Frühling. Das macht richtig Bock, finde ich.
Wobei, also wirklich absolut verabscheue und hasse durch den Frühling jetzt auch nicht, der Sommer. Ich finde halt nur diese abartige Hitze, wenn es schwül ist, richtig unerträglich. Wenn es eigentlich so ein milder Sommer ist mit 25 Grad und mit Wolke, dann ist das alles in Ordnung. Ich mag auch so Sommergewitter und so ganz gern, aber trotzdem, meine Lieblingsjahreszeit wird es niemals werden. Dafür ist es mir einfach im Sommer viel zu heiß. So, die lass du mich durch, du. Gut ruhen, Hinkel. So. Dann können wir ja mal gleich hier nochmal rüber gehen. Die sind auch relativ bald soweit, denke ich. Das heißt, schon in der nächsten Episode könnte es mal soweit sein, wieder, ihr liebe Leid, dass der Rotkohl gut ist und dort mit unser Geschäfte dann vorbei sind mit dem Gemeindezentrum. Ah, der Mohn ist auch gut, sehe ich. Das heißt, mir werden noch bei Pierre Mohnpflanze einkaufen müssen. Oder was anderes als Mohn. Irgendwas, was ein bisschen mehr Ertrag bringt als Mohn. Aber auf jeden Fall müssen wir Mohn holen und ich hole hier nochmal mehr Rotkohl. Uiuiui, das hat aber auch gut was gebraucht, muss ich sagen, da drüber der Iridium-Sprinkler. Das war keine dumme Entscheidung. Wirklich nicht. Okay. Wir könnten nur statt Weze... Ups, könnten wir ja auch zusätzlich statt Weze nur als Viererpflanze zu machen. Könnten wir der Weze auch nochmal auf ein größeres Feld einsetzen. Wäre eigentlich auch nicht so dumm. Oder wir gehen nochmal zu der Sandy und machen da nochmal ein großes Feld. Na. Nur für Sternefrucht. Eigentlich auch nicht so das Blödste, ne? So, jetzt machen wir aber erstmal hier das. Yes, das erleid. Machen wir erstmal Desto fertig. Und dann hole ich nochmal auf Reserve Mohn. Nicht Mohn, Quatsch, sondern Rotkohl. Und jetzt, nachdem wir hier ach so weit sind, dass wir eine Mühle haben, könnte man doch eigentlich auch nochmal ein bisschen drüber gehen, ne? So, Mohn haben wir jede Menge Zeug jetzt. Wo haben wir dann unseren Mohn aufbewahrt? Ah, das sind sie doch, die Rive, natürlich. So, die Rive wollte ich haben. So. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Preiselbeere. Sieht soweit. Wo sind sie dann? Unser verflixte Preiselbeere. Nicht hier. Ah ja, hier. Gut, dann kommt das alles rein. Die Radiesle heben wir noch ein bisschen auf. So. Und der Rest kommt rein. Okay. So, alles was kein goldener Mohn ist, kommt da rein. Dann holen wir doch einfach noch ein großes Feld nur für Weze. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. So. Okay. Na, warte mal. Da können wir noch 5 reinmachen. Und dann kommen die hier rein. Genau. Alles klar. Das heißt, wir machen ein großes kein großes Mohnfeld mehr, sondern große Wezefelder. War hier nicht noch eine Ziegemilch? Nö. Okay. Na, komm schon. So. Das heißt, wir holen die Rive. Und dann machen wir hier noch ein bisschen was mit den Rive. So. Gut, jetzt sind alle 5 Rive drin. Und dann wird jetzt was geschafft hier. Siggi. Du kommst raus. Und den Krug bringen wir noch da unten. So. Dann rein mit der Käsesorte. Das war's auch soweit, ja. Und dann gehen wir nochmal als Abstecher bei der Wälder vorbei. Und wir brauchen noch zusätzlich das Zeug hier. Zack. Und zack. Und der kommt wieder rein. Und ich mache nämlich auch ein paar Gartepflanzen. Ich will noch auf jeden Fall... möchte ich bisschen mehr Sonnenblume.
So, das heißt... Gehen erstmal zum Pierre. Der müsste auf jeden Fall noch aufhaben, ne? Jawohl. Gut, das heißt... Erste Mal 4 Stück noch von Denner. Da möchte ich nämlich 5er Reihe. Wobei... Quatsch, dann wollte ich doch gar nicht den Mais. Ich hole nochmal 5 zusätzlich. So. Dann 24 Rotkohl zur Sicherheit. Das ist dann unser Backup. Und für ohne hätte ich ganz gern einfach nochmal Wezefeld, damit wir da nämlich auch nochmal Mehl machen können. So rum. Gut. Dann haben wir soweit alles erledigt. Dann möchte ich gerade nochmal gucken, ob wir 9 von den Dinger noch hinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Wegspielschmänze. Alle hopp. So, irgendeinen anderen Quatsch wollte ich auch noch machen. Genau, die geheime Wälder wollte ich noch machen, damit wir noch weitere Reifefässer machen können. Okay, dann muss ich noch Holz auf dem Rückweg holen. Dann kann man nämlich richtig loslecker. Alter Falter. Moment. Natürlich. Halte mal eine Gaul an. Da muss ich noch hier, zum gute Gas. Natürlich. Beinahe vergessen. Ich weiß, dann hätte ich auch noch mal Ovens treffen können, aber das machen wir lieber so. Der müsste jetzt auch um die Uhrzeit schon in der Kneipe sein und schon mal die erste Aufgabe machen. Genau, da ist er ja schon. Bevor das jetzt jeder mitkriegt, ist der für dich, mein Kumpel. Du hast ja meinen Geburtstag relatiert. Das freut mich ja, danke. Hallo, Ackermann, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist ja immer willkommen. Ah, sagt immer nur dasselbe. Und so verkauft er mal. Ah, verkauft mal was. Ist die besonders, die Pizza, oder? Naja. Okay. So, dann haben wir das jetzt nämlich auch erledigt. Moment, warte mal. Okay. Es löst kein 2-Herze-Event aus, wenn ich jetzt einfach so bei ihm in die Kneipe gehe. Na gut. So, das war das. Dann Axt. Und wieder ab in die Wälder. Sehr schön. Das wäre jetzt auch etwas blöd gewesen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. Für Maru, ich glaube, die steht besonders auf Erdbeere. Das heißt, da können wir für die auf jeden Fall schon mal was Schönes machen. Oh Gott, allmählich gehen uns die Stähe aus. Das ist nicht gut. Ich müsste mal wieder dringend Stähfarme gehen. So, aber erstmal wird Hartholz gefarmt. So. Okay. Lass mich in Friede, du Blob. Und dann geht's hier weiter. Ach ja. Schirka hätte er mich erwischt. Das ist in Silberqualität. Geh weg. Du Glitchy. So. Okay. Sieht soweit ganz gut aus. Und der letzte. Schä. So, da. Dann nix wie ab wieder zum Pelzerhof. Dann will ich nicht den Schleim. So. Und dann bauen wir uns auch ein bisschen was. Reisewaage ist ja leider hier Anime anwesend. Nicht, dass wir uns so nochmal einen Kugelfisch kaufen könnten. Das wäre natürlich zu schä gewesen. Okay. Das heißt, wir gehen erst einmal raus aufs Feld und erledigen da noch, was wir zu erledigen haben. So. Und zwar geht's da hier um die 24. Nochmal so auszusehen. Das wächst auch ziemlich schnell, das Zeug. Dann bin ich immer gespannt, was der mit meiner Rive da macht. So. Erstmal das Zeug. Dann passt das. Und da haben wir uns jede Menge Energie gespart. Nachdem die Fässer da Fässer, genau. Die Felder sich doch selber bewirtschaften und hier nur 3 Reihen noch übrig sind. So, das könnte morgen schon soweit sein. Hier können wir nochmal zumachen. Weiter. Ebenfalls zu. Und dann machen wir noch ein paar Reihen von der Sonnenblume. Aha. Okay, okay, warte mal. Do 1, 2, 3 wieder, ne? Hammer, ja. Okay. Dann wird hier wieder
Zeug gemacht. Das passt schon. Der Kruschpunktorei. Das Straußfahren packen wir das mal dazu. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Moment. Erstmal kommt der Kruscht hier wieder hier, wo er hier gehört. Und dafür kommt das Holzrei. So. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier drum. Da machen wir nämlich jeweils 5er-Reihe. Die Sache. Und dann schauen wir mal. Zack und zack. Und 4 und 5. Könnte man da noch irgendwann einer bei der Kaktusfrüchte noch mit dazu lecker. So, hier. Machen wir weiter. Da können wir in der Richtung nicht. Okay, dann machen wir so. 1, 2. Moment. 1, 2, 3. Und dann hier die noch. 4 und 5. Ja gut. Dann ist hier nämlich auf der Seite auch noch frei. Okay, dann machen wir das Zeug. Dann könnte man nochmal mehr machen, um hier nochmal Reihe zu machen für die Kaktusfrüchte. Dann nutzt man das Zeug wenigstens auch richtig hier als Raum. So. Genau. Und so. Perfekt. So viel dazu. Bei nächstbester Gelegenheit machen wir noch den Rest. Dann kommen hier nochmal Fässer hier. Das heißt, hier nochmal erstellen. Zack und zack. Und Ups. So. Dann geht's weiter. Noch einmal. Mach weiter, Ackermann, du Overochs. So, hier drauf. Und hier. Und wieder welcher. So, so. Und so. Dann. Machen wir einfach weiter. Ich habe mittlerweile Spaß dran, so zu retten. Wir verwursteln den Rest einfach mal so. Dann können wir es nämlich gleich verdelen. So, das wäre nämlich hier. Da möchte ich gerade mal gucken, ob das hier auch wirklich noch passt von der Reihe, weil da könnte man ja dann eigentlich, genau, 2 Stück nochmal hinten dran machen. Dann würde das auch so passen. Dann können wir nämlich die restliche Zutat dann auch hier wieder bringen. Damit sich da die Reihe auch wirklich absolut, damit die Reihe absolut genutzt werden. Okay, dann geht es hier noch weiter. Wobei, eigentlich finde ich das Quatsch. Ich muss eventuell ja nochmal hier entlang. Das heißt, wir machen die Reihe doch gerade so. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen und das sieht nicht so hässlich fertig aus. Und dann würde ich sagen, machen wir noch 2 Reihe hier eventuell. Oder ein paar. Oder hier vielleicht noch jeweils Ends hier. Das könnte auch passen. Aber es läuft. Das sieht gut aus. Das sieht ordentlich aus. Das gefällt mir. Und so soll es auch sein. So, Holz und Stähl müssten wir bald mal wirklich wieder farmen gehen. Und Holz könnte ich sogar schon ein bisschen loslecken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und wir haben auch noch ein bisschen Energie. Ah, ist das geil, wenn sich die jetzt endlich mal selber bewirtschaften, die Dinger. Finde ich großartig. Dann hört dieses lästige Bewässern endlich auf. So. Wir kümmern uns auch um die Baumreihe hier ein bisschen. Und machen den Kram gerade noch hier fertig. Ups. So. Dann sieht es nämlich auch wieder richtig ordentlich aus. Und wie gewollt, statt gemusst. So. Warte mal. Der Baum noch. So. In die andere Richtung hätte ich es eigentlich ganz gern. Irgendwas ist hier noch im Weg. So. Hier noch. Moment. Hier muss irgendwas im Weg sein. Na also. Genau. Perfekt. Jetzt sieht es doch auch wieder gut aus. Siggi. Und es ist eigentlich auch schon wieder soweit, ihr liebe Leute. Ich steht nämlich Sachen, nachdem ich den Kram jetzt untergebracht habe, mache ich wieder meinen Cut und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo es dann auch wieder im Alltag hier weitergeht und zusätzlich hat auch noch Maro Geburtstag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir können ja mal gleich nochmal gucken gehen, weil ich glaube, Maro hat Geburtstag. Genau, also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, ihr liebe Leute. Ayan Yankee.